So, hi, grüß euch, servus und habe die Ehre. Heute mal wieder ein Produkttest. Und zwar habe ich ein Paket bekommen von Kenface und schaut euch mal dieses hammergeile Teil an. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das? Ja, das ist eine Wildtierkamera, wollte ich immer mal haben. Ich finde das total spannend, wenn man die irgendwo draußen hinhängen kann und bekommt dann Nachrichten, Videos, was sich da im Wald gerade so abtut. Wir machen das Paket zusammen auf. Ja, jetzt habe ich es ja schon aufgemacht. Aber ich zeige euch das, wie das Paket angekommen ist, was alles mit dabei ist, wie man das Ganze zusammenbaut und was das Ding alles kann. Also grundsätzlich hast du da oben ein Panel, ein Sonarpanel für die Stromgewinnung. Genau, das wird hier unten angesteckt. Die ganzen Anschlüsse sind mit Gummis. Also da kann nichts nass werden. Finde ich absolut genial. Da unten haben wir den Ein- und Ausschalter. Wie gesagt, hier wird dann das Panel oben verbunden für die Stromversorgung. Wenn es euch wundert, warum das der ausschaut wie der Wally, das da sind 4G Funkantennen, weil das Ding hat nämlich eine Speicherkarte drin, die mitgeliefert wird sogar, also für die auch schon mal ist auch nicht normal. Und es wird eine SIM-Karte mitgeliefert. Und mit der SIM-Karte kann sich das Gerät ins deutsche Handynetz einwählen und dir Nachrichten, Videos und so weiter schicken. Also finde ich wirklich klasse, weil das Ding ist wirklich autark. Das ist wirklich, also jetzt in der Theorie genial. Wir gehen dann später nochmal raus und testen das natürlich auf Herz und Nieren. Das Ding hat Bewegungssensoren natürlich, werden wir testen, verschiedene Einstellungen, Nachtsicht und Normalsicht, also der Nacht nimmt das auch auf. Außerdem kann man einen Ton hören, man kann gegensprechen, das Ganze live. Also eignet sich nicht nur für Wildlife-Fotografie, für Faule, sondern auch als Überwachungskamera, sage ich mal. Man hat zum Beispiel ein Gartenhäuschen, stellt sich das einfach hin. Wenn man jemanden da rumhüpfen sieht, kann man den da direkt ansprechen. Wie gesagt, wir werden das testen. Ich freue mich brutal drauf. An der Stelle nochmal vielen Dank an Kenface. Finde die hammer cool. Die ganzen Spezifikationen, Preise, Rabatte, wenn es euch interessiert, kommt alles noch im Video. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem Ding erwischen, oder? So, und schon geht's los. Hier ist das Paket. Richtig dick eingewickelt mit Klebeband. Mit der Schere komme ich da nicht weit. Eine größere Schere vielleicht? Habe gedacht, könnte ich ja mal ausprobieren. Aber die war jetzt auch wieder ein bisschen zu groß. Also schnell rüber in die Küche. Ein scharfes Messerkult. Und mit dem Messer sollte es eigentlich ganz schnell funktionieren. So, einmal Ratsch links, Ratsch rechts, Ratsch oben, einmal quer durch. Auf die Finger aufgepasst, ich habe mich nicht verletzt, ausnahmsweise ist es kein Blut gespritzt. Und schon war das Paket offen. Da haben wir einen kleinen Papperdeckel, ganz raffiniert eingepackt und da haben wir schon eine SD-Karte mit Adapter. Und das ist die Schachtel. Leider war die wirklich ein bisschen kaputt. Kenne ich von Kenface so gar nicht. Und ich war gespannt, ob das Paket gut angekommen ist. So, dann haben wir uns auch bei der Una bedankt, das ist meine Ansprechpartnerin bei K&F, bei Kenface. Und schon schauen wir nach, was alles drin ist. Da haben wir einen SD-Adapter mit SD-Karte, weil die Kamera kann auch mit einer SD-Karte betrieben werden, wo die Videos drauf aufgezeichnet werden. Wirklich top, dass das auch mit dabei ist, weil oft musst du die SD-Karten auch selber kaufen. So, dann schauen wir mal rein, ob die Kamera in Ordnung ist. Also das Paket ist ganz schön demoliert. Die Kamera kann einiges, 4G, hat Solarpanel mit dabei. Die Spezifikationen sage ich euch dann extra noch. Es sind Telefonkarte ist mit dabei, weil über die Telefonkarte kann man dann auf die Kamera zugreifen, was wirklich genial ist. Eine Anleitung DIN A4 auf Englisch, tausende Aufkleber, wobei ich nicht weiß, für was man die braucht. Das Solarpanel mit einem extra langen USB-Kabel, sprich man kann das Panel auch weiter von der Kamera weg aufhängen, wo Sonne hinscheint. Einen perfekten
Haltegurt, der Verschluss sogar aus Metall, also richtig schwer, der Gurt auch wirklich gute Qualität und da haben wir schon das gute Ding. Ich bin eigentlich total erschrocken erstmal, Gott, da haben wir einige Schrauben und Kabel und verschiedene Halterungsmöglichkeiten. Ich bin wirklich erschrocken, das Ding ist richtig massiv, ich würde sogar sagen Metallgehäuse und auch richtig schwer. Also vom haptischen, vom Anfassen her schon mal wirklich eine gute Qualität und da war ich echt wirklich angenehm überrascht. Du hast für die Kamera verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Einmal eine Platte, die man irgendwo hinschrauben kann, wo man die Kamera dann hinhängen kann. Es gibt auch eben den Gurt, dass man mobil einfach die Kamera irgendwo schnell hinhängen kann. Also ist wirklich flexibel. Da probiere ich gerade, dass ich das Panel installiere. Das hat am Anfang nicht so gut geklappt. Es gehört hinten drauf geschraubt, aber ich war da noch ein bisschen zögerlich. Da muss ich ein bisschen mit Schmackes dran drehen. Und ich habe es aber dann später geschafft. Ich verrate euch das. So, die Anleitung durchgeschaut. Okay, Anleitung ist nichts Dramatisches. Sollte jeder kapieren. Sogar ich habe es kapiert. Ich habe dann die verschiedenen Anschlüsse angeschaut. Wir haben da einmal einen Stromanschluss von dem Panel zur Kamera. Wir haben einen SD-Kartenslot. Wir haben einen Slot für die SIM-Karte. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Die SIM-Karte ist gleich reingesteckt gewesen. Die SD-Karte, die SIM-Karte, mit der, also sogar Pinzette ist dabei. Da habe ich mich richtig geplagt. Also ich habe das in 1000 verschiedenen Variationen versucht, aber die wollte einfach nicht einklicken. Dann habe ich es wieder raus, umgedreht. Also das war ziemlich friemelig und ich wollte es eben nicht kaputt machen. Ich glaube, am Ende habe ich es dann wirklich ohne Pinzette geschafft und ganz normal mit dem Finger oder mit dem Fingernagel reingedrückt und dann war das Ding endlich drin. Ich habe dann sorgfältig die ganzen Abdeckungen mit drauf getan, beziehungsweise erst das Panel angeschlossen. Ist ganz toll, die Abdeckung hat nur ein kleines Loch, wo man das Kabel durchführen kann. Und somit ist es wirklich wasserdicht und witterungsbeständig. Also da dürfte sich gar nichts fehlen, wenn man es ordentlich zumacht. Sobald ich das Panel angeschlossen habe, ist die Kamera auch schon angegangen. Hat schon geblinkt und ich war schon richtig gespannt auf den Feldtest. Ich habe die Halterung von dem Solarpanel dann doch drauf bekommen, war gar nicht so schwierig und habe es angeschlossen, einfach draufgeschraubt. Das Kabel ist wirklich sehr lang, also man ist da wirklich flexibel mit dem Gerät. Und erst habe ich es gar nicht kapiert, denke mir, wie soll das funktionieren? Das Panel ist unter der Kamera, bis ich drauf gekommen bin. Hey Markus, du musst die Kamera ja umdrehen. Und dann habe ich es auch kapiert. Die zwei Ohren, die ausschauen wie Wolli, das sind die Empfänger für die SIM-Karte. Und dann haben wir die App installiert und das zeige ich euch, wie das jetzt funktioniert. Die App, die war dann gleich runtergeladen. 4,8 Bewertung, 5 Sterne ist für chinesische App eigentlich schon mal sehr gut, ein gutes Zeichen. Und da war ich wirklich gespannt, ob die App wirklich das macht, was sie soll. Ich habe das dann runtergeladen. Die ist gar nicht so groß und war auch ganz schnell herunten. Dann schnell geöffnet, Zugriffe, Mikrofon, bla bla bla, Mitteilung senden, wie man es halt so kennt. Einfach alles auf Erlauben. Und dann ist der Schmarrn schon losgegangen und zwar die Registrierung. Und an der Registrierung bin ich erstmal so richtig verzweifelt. E-Mail, Passwort und so weiter war alles kein Problem, aber der Bestätigungscode, das dumme Captcha. Ich habe laufend das richtige Captcha eingegeben und es war immer falsch. V-A-G-Z in allen Variationen probiert und es war laufend falsch. Ich habe das Captcha dann geändert, habe es mit einem anderen probiert. Also da war ich wirklich am Verzweifeln, bis das irgendwie mal funktioniert hat. Ich weiß nicht, an was gelegen hat, aber ich habe es dann irgendwann geschafft.
So, jetzt haben wir das da am Baum befestigen, weil draußen in der Natur ist es immer besser, ich zeige euch das. Also, wir haben da einen Gurt. Wir wollen die Fläche da hinten beobachten, weil uns der Bauer gebeten hat, da fahren ein paar Halbstarke mit dem Auto immer auf der Wiese rum, machen sie einen Spaß draus. Die Sonne steht jetzt momentan hier. Da werden wir jetzt so ein Panel dann auch ausrichten. Aber jetzt müssen wir erst einmal da den Gurt anbringen. Man kann das mit einem Gurt anbringen. Da sieht man es genau. Das geht eigentlich relativ einfach. Man kann es aber auch fest verschrauben mit einer Ankerplatte. Aber Baum und ja, verschrauben ist immer ein bisschen schlecht. Da ziehen wir das so richtig stramm, möglichst hoch noch. So. Also befestigt haben wir es, Sonne. Dann haben wir hier das Panel, das richten wir natürlich auf die Sonne aus. Ja, das war die ganze Installation. Wir haben ja hier auch noch 3 Meter Kabel, sprich wenn da zum Beispiel auf die Kamera ein Schatten drauf fällt, könnte man das Panel nehmen und zum Beispiel da drüben hinsetzen. Dann werden wir das jetzt einmal, ja, eigentlich ist es schon fertig installiert. Jetzt steckt man hier das Solar, jetzt steckt man das da unten, hier unten ein. Nee, da oben. Das Tolle ist, die sind alle wasserdicht, die Kappen. Und das ist ziemlich wichtig. Also das verbinden wir jetzt und dann können wir es schon einschalten. So, angesteckt haben wir es, unten haben wir den Deckel drauf und schon kriege ich die erste Meldung. Die Kamera hat etwas entdeckt. Die App zeige ich euch jetzt dann gleich. K&F Concept 4G Solar Wildtierkamera, der autarke Spion. Jetzt haben wir es hinten hingehängt. Also liebe Zuschauer, zurück und herzlich willkommen. Wir haben die Kamera jetzt installiert und heute haben wir ein echtes Technik-Schwergewicht vor uns, das gleichzeitig der Meister der Unabhängigkeit ist, und zwar das K&F Concept 4G Cellular Trail Kamera Solarsystem. Klingt so komisch, ist aber so. Sie verspricht glasklare 2K-Aufnahmen, 360 Grad Sicht, das schauen wir uns alles an, Live-Übertragung aufs Handy und das alles ohne, dass das Ding jemals eine Steckdose benötigt. Klingt nach Science Fiction. Wir schauen uns das zusammen an, was das Ding da hinter mir wirklich kann. Fangen wir an mit dem Power Management, die Unabhängigkeitserklärung. Ja. Die größte Stärke von der Kamera ist ihre absolute Autarkie. Wir reden da von einem leistungsstarken Akku, der verbaut ist mit 10.400 mAh Akku und dem integrierten 6 Watt Modul. Das heißt in der Praxis einmal montieren und ja, fast vergessen. Die Kamera ist so gut im Energiemanagement, dass sie über Stromrechnungen nur müde lächelt. Also ihr braucht ja nicht irgendwelche Akkus, die ganze laute Batterien kaufen. Sie ist praktisch der Ökoheld unter die Überwachungskameras. Perfekt, perfekt für die Natur. Das Gehäuse ist nach dem IP66 zertifiziert und ist damit extrem robust, vor allem gegen Wetterextreme von ungefähr bis minus 15 Grad geht es runter. Regen, Staub macht überhaupt nichts. Was aber wichtig ist, wenn ihr euch sowas zulegt, und das ist auch ein großer Nachteil von den Wildtierkameras, ihr seht es vielleicht, die ist relativ niedrig. Also trotz massiver Bauweise, und die ist wirklich schwer, müssen wir da einen ernsten Haken an der Sache ansprechen. Und zwar besteht da kein Diebstahlschutz. Die Kamera ist nicht irgendwie physisch mit Diebstahl gesichert. Man könnte es vielleicht machen mit einer Kette außenrum oder also wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, weil es ja doch einen gewissen Wert darstellt, wo man es hinstellt. Und das wird ja entsprechend versteckt. Wer schaut, wenn es weg ist. Also die Nutzer sollten unbedingt zusätzliche Sicherung investieren, vielleicht sei es ein Stahlgehäuse oder Montage in großer Höhe. Ja, das ist einfach ein wichtiges Detail, was ich da erwähnen will. Die Standortwahl vorher bitte genau aussuchen.
Also Sicherheitsdiebstahlschutz haben wir abgehakt. Stacheldraht, Minen nach dem Motto, wer sucht, der findet, wer drauf tritt, verschwindet. Gibt immer Möglichkeiten. Nein, keine Minen, ich glaube, das ist verboten. Obwohl in Bayern, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das verboten ist. Also auf zum nächsten Punkt. Und zwar der zweite Punkt, Konnektivität. 4G und U-Box-Zentrale. Hat das Ding auch. Die 4G-Freiheit, dank der 4G-LTE-Anbindung, da ist eine SIM-Karte drin, ist die nicht auf irgendein lokales WLAN angewiesen. Das ist ideal für so ein Revier oder Baustellen, Scheunen, Hofeinfahrt. Man kann es zum Beispiel am Garten raushängen. Das Ganze läuft dann über die Kommandozentrale, nenne ich es mal, und komplett über die App U-Box. Super leicht zum Installieren, das zeige ich euch dann auch. Über die App kann man die Kamera aktiv drehen, neigen, 355 Grad Pan, 110 Grad Tilt. Und auch den 12-fachen Zoom kann man da bedienen. Also du kannst da praktisch von der Couch aus Regisseur in der Wildnis sein. Perfekt. Punkt 3. Optik und Performance. Details, die zählen natürlich. Die Bildauflösung. Die Kamera nimmt in scharfer 2K Auflösung auf. Was eigentlich hochauflösend genug ist, kommt natürlich aufs Wetter an, Lichtverhältnisse. Aber es ist eigentlich genügend, um wichtige Details aufnehmen zu können. Es ist ein Dual-Objektivsystem, also wir haben da ein Weitwinkelobjektiv, das sorgt für die Übersicht. Und wir haben ein Teleobjektiv für einen starken 12-fachen, jetzt kommt Hybrid-Zoom, keinen rein digitalen. Die Reaktionszeit, wann die Kamera, der Auslöser auslöst, liegt bei superschnellen 0,2 Sekunden. Die Nachtsicht, die 850 mm Low-Glow Infrarotlichter sind für das Auge kaum wahrnehmbar und haben eine Reichweite von ungefähr 30 Meter. Viertens, die Transparenz und die laufenden Kosten. Man muss auch sagen, schaut nach, was das kostet. Es kommt noch einiges dazu und die Freiheit des 4G-Netzes ist leider nicht kostenlos. Es gibt ein Datenvolumen, das ist anfangs dabei, aber man schätzt ungefähr, man kann das verlängern, ungefähr 12 € im Monat braucht man eben für die Telefonkarte. Und wenn man was auf die Cloud speichern will, kommen da ungefähr noch 4 € im Monat dazu. Also man kann sagen, für den Spaß im Monat zusätzliche Kosten 16 €. Aber es rentiert sich und es macht da wirklich, wirklich Spaß. Die KF Concept 4G Solar Wildtierkamera oder Wildkamera ist eine leistungsstarke und autarke Lösung, die im Punkt Bildqualität, 360-Grad-Sicht und App-Steuerung also mich überzeugt. Sie bietet irgendwie eine Freiheit, man kann Sachen überwachen, wo Mobilfunkempfang ist, mehr braucht man nicht, Sonne braucht man und die monatlichen Kosten, wenn man Spaß dran hat, kann man sich leisten. Man darf aber nicht vergessen, Diebstahlschutz ist auch wichtig. Jetzt kommt das Beste, der Black Friday steht bei K&F bevor. Ich glaube ab 20. November, ich blende euch das, gibt es tolle Rabatte. Und vielleicht wäre das die perfekte Gelegenheit, für solche Tech-Gadgets ordentlich zu sparen. Ob ihr die Kamera für euch selbst oder vielleicht das Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden aussuchen wollt. Also für jeden, der Technik liebt, ist bestimmt immer cool. Also schaut es euch unbedingt in die Beschreibung an. Und ich habe da so einen Kauflink drunter. Ich glaube, wenn ihr über den Kauflink dann bestellt, dann kriege ich auch 2-3 € oder so. Wie gesagt, schaut es euch an. Wenn ihr den Link benutzt, bestellt ihr nicht nur die Kamera, sondern helft es auch mir und damit dem Kanal gleichzeitig ein wenig. Und dann kann ich weiterhin hin und wieder mal Technik für euch testen, Videos produzieren und ja, hinterlasst mal ein Like, ein Abo, ein Hype und ach, ihr wisst ja den ganzen Schmarrn. Der Algorithmus bei YouTube ist momentan sowieso kaputt, die Aufrufszahlen traurig. So, und jetzt kommen wir zur praktischen Anwendung. Und jetzt kämen wir da auf dem Panel, auf dem Kontrollfeld die Kamera steuern. Rauf, runter, links, rechts und die Reaktionszeit ist sogar richtig erstaunlich schnell. Also das hat mich echt gewundert und macht da richtig, richtig Spaß. Natürlich haben wir da den Zoom, rauf, runter, nah, fern und klappt auch recht schnell. Was mir halt auch wirklich brutal gut gefallen hat, das war die Lampe. Weil wenn in der Nacht wirklich irgendwie eine Meldung ist, man kann zwar auf Infrarot auch schalten, aber man kann LED-Licht dazu schalten und das ist richtig, richtig hell. War ich auch überrascht. Und dann haben wir da noch die Gegensprechanlage. Hallo. Hallo, Willkommen bei Burger King. willkommen bei Burger King. Heute gibt's nichts. Heute gibt's nichts. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Das war eins von meinen aufwendigsten Technikvideos. Ja, mal was anderes. Ich glaube 20 Minuten oder so geht's.
Und jetzt schauen wir mal, was die Wildtierkamera eingefangen hat. Ich glaube, da kommt wieder richtiger Blödsinn raus. Also in diesem Sinne nochmals herzlichen Dank und schaut unten in die Videobeschreibung. Vielleicht ist ja wirklich irgendwas dabei. Und an der Stelle noch viel Spaß bei meinem Schmarrn. Ein paar Outtakes, ein paar lustige Sachen. Und schöne Grüße aus dem eisigen Bayern, direkt vom Chiemsee. Ciao. Die läuft. 4G Cellular Trail Kamera Solarsystem. Das ist zu schnell. Ich kann das nicht so schnell. Viertens, das ist ein Scheiß aus Mücken. Stopp. K&F Konzept. F-Konzept. Das ist die Kamera umgefallen.